Präsident vom Organisationskomitee. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wie hast du dazu gekommen? Eine interessante Frage. Das ist bei einer Generalversammlung geschieht, wo ich als Bürgermeister abgetreten bin. Als Leute zum Komitee erzählt haben, dass sie 50 Jahre feiern. Und da war ein Herr am Saal, der hat gemeint, den das soll machen als 50-jähriger Präsident. Der sitzt hier am Saal und das ist mein Opa und der hat dann auf mich gewiesen. Und ja, so sind ich dazu gekommen. Kann aber eine andere Ursache haben. Ich habe früher auch Handball gespielt, zwar nicht mehr in ganz jungen Jahren. Und ja, ich bin im Handball ganz verbunden, weil das ist ein Sportart, die ich gerne habe. Aber schon, wenn ich heute gucke, wie die Handballspieler ausgesehen, das ist ein riesen Unterschied von der Zeit, wo ich gespielt habe. Da hatten so kleiner wie ich noch eine Chance am Handball. Mir heute muss ich wenigstens ein Cup oder zwei vielleicht mehr groß sein. Nee, also es macht mir Spaß, das zu machen. Und ja, es gibt eine Reihe Ursachen, für was ich das gesehen habe, aber es gibt auch eine Reihe Ursachen, für was ich das gerne mache. Das Eurofestival als eines von den Evenementen von 50 Jahren Organisationskomitee. Könnt ihr uns ein bisschen davon erzählen? Also das mache ich ganz gerne. Ich meine, das Eurofestival, die war schon zweimal heute zu Schöffling. Und wir haben die Chance, am Kader von F22 den Eurofestival eine dritte Kehr auf Schöffling zu kriegen. Das ist ein Evenement mit der Partizipation von Ländern aus Europa, 12 bis 15 unterschiedliche Länder, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Möglichkeiten für eine Begegnung heute zu Schöffling zu machen. Und ich meine, es hat sich dann einfach ergeben, für zu überlegen, wie können 50 Jahre Handball Schöffling mit dem dritten Eurofestival am nächsten Jahr können verbunden gehen. Und die genauen Details, was da soll auflaufen und wie den Handball sich abbringt, die sind immer im Gang zu verfeinern. Ich kann aber schon sagen, dass das eine Sache mit Spaß, das ist eine Sache mit Frieden und das ist eine Sache für Jung und Männer Jungen gerne invitiert sind, um zu machen. 50 Jahre Schöfflinger Handball, wie wird das gefeiert? Maja Min als gedurt hier den 50 Anniversär do Gebühren zu feieren, mis den Appes Ma wo en bëstetschen an de Gedanke vun den Leiit blei, wie ganz Joer gesinn. An dummer gedurt mé gingen féiergrose Evenement am Laf vum Joer, dat Leiit ëmmer molle ëmmer an Tal kommen an sech dann ëmmer am Verein bëssen als neesetzen, an noch fleiderem bëstetsche méi Verein henke bleiwen. Also dats man mat Match des Anciens ugefänken, den dëse Wigentlo stattfind. An da gëtt nach fir den Dezember feiere ma mat der Championsequipe ze summe gieren den Anniversär, de 50. Anniversär, den an op den Datum fällt vum 19. Dezember. Und da ging man nach am Februar mat de Kanner gre feiere mat de ganz Junke, wo man interskolär machen, wo man an Schoule ginn an dann noch probieren do neue Kanner zu rekrutieren fir als Jugend. An zu guter Letzt ging man nach dem Eurofestival feieren mat den anderen Nationen, die als dann heute zu Schöffling besichen. An noch do weet man Leute bëssen ab Spiden am Kader vum Schöfflinger Handball, fir dats du auch de Leute bësse bewusst gëtt, dats mehr viel Mäen an dats mehr wëlle noch weiter hin an Zukunft viel an der Gemengen präsent sinn. De Match des Anciens, erzähl uns mal ein bisschen von den Spielern. Ja, also du hast es so, dass man am Anfang Spieler, die seit Generationen hier gespielt haben, und das kann auch wirklich bis zu 25, 30 Jahre zurückgehen, die sich hier sammeln mit mehr oder weniger jungen Leuten, für hier auf einem flotten Weekend zusammen gegen den zu spielen. Und du hast es dann so, dass effektiv es kann sein, dass ein 35-Jähriger gegen einen 55-Jährigen spielt. Alles am Kader vom Fairplay natürlich und sich nicht verletzen, das ist die höchste oberste Devise hier, dass wir einfach Spaß haben. Und ich meine, Dritthalschen ist vielleicht für die meisten das Interessantste bei dem ganzen Evenement. Wie war das nächste Training? Ja, für das wir nicht ganz unpräpariert an dem Match gehen, haben wir gedacht, dann organisieren wir ein Training, wo wir auch zwei Trainerfußen organisiert haben, die uns dann ein bisschen angeschaut haben. Am Endeffekt war es so, dass wir wirklich gemütlich ein bisschen als angeworfen haben, kleine Match gemacht haben. Wir sind leider nicht ganz verletzungsfrei geblieben. Der Spieler sich verletzt, wo wir so voilà, er soll sich gut erholen und er soll hoffentlich wieder und stark zurückkommen. Wir haben eigentlich noch dem Strich Chance gehabt und wir sind alle unverletzt rausgegangen. Und haben noch das Pferdespurt bis ganz zum Schluss, dann, wo total zugespart ging, aus Hause zu bleiben, dann gebührend den Training eigentlich aufzuschließen.
Wie ass den Organisationskomitee zustande kom? Me si gefrot gin, ob ich interesseiert fir Zëlle vun die 50 Joer ze organiiséieren, an du was relativ schnell gangen hunch mech an engem Raum summe von an der Gemeng mat ganz viel bekannte Gesiit, an du hast en bei Danat kom an du meist Fond fir de Komitee. Wie setzt de Komitee sech ze summen? Mün Chance, dat den Burgemeester vu Schöffling Pol Weimarskirch Residenz von dem Komitee mëcht. Ganz stark, dat ma eben noch Gemengobeiser seit hun an de Pol mat senger Erfahrung. Dann den Sven Kiel, der Präsident vom Handballclub Schöffling als der Vizepräsident, dat ich immercht lernen zwischen dem Komitee an dem Organisationskomitee 50 Joer. Dann haben wir den Tommy Kraff als Banker oder besser gesagt Tresorier, wo sich um Finanzen kümmert. Dann auch ganz stark Jill Walter, macht sein Mädchen, wo sich um das ganze Volley Marketing kümmert. Und dann mit den Flyern, Designern alles mischt, auch ganz stark. Dann natürlich der Cliff, den heute Match des Anciens organisiert, wo eine Bomben-Equipe zusammen getrommelt wird. Dann Marc Schmidt kümmert sich um Broschüre, das ist ein interner Doktor, das heißt, von jedem 2 Uhr sind wir froh, einen Doktor bei seiner Seite zu haben, wo schon eine Woche Broschüre 50 Jahre kümmert, die nächstes Jahr 2022 am September wird rauskommen. Dann natürlich, last but not least, Colette, das immer dabei ist, die Frau für alle Fälle, wo wir ganz froh sind, das hat auch da eine Hand mal durchgepickt. Voilà, dann haben wir den Patrick Schinschen, Sponsor und auch Conseiller vom Komitee, den uns hier begleitet, aber auch Spieler von der Equipe, den Loic und den Cedric, die das Ganze enkadrieren und eine Hand mal durchpacken. Mein Egentag als Sekretär, Koordinateur für das Ganze voilà, zu schmeißen und zu gerieren. Du warst Präsident vom HBC Schöffling. Wie stellst du dir die nächste Saison vor? Okay, ja, als Präsident vom HBC Schöffling habe ich natürlich immer Ziele. Ich meine, wir feiern das Jahr 50 Jahre. Und Ziele sind natürlich am Seniorsbereich das Bestmögliche zu machen. Wir haben immer Ziel, die 6. Platz, dass wir in den Playoff nur spielen können, damit wir nur nicht müssen gucken. In anderen Ziel ist natürlich der Jugendbereich. Ich meine, nur im Jugendbereich will man Akzent setzen mit unseren Equipen. Und wir haben sie da ganz gut aufgestellt. Und wir haben noch ganz viele Jungmädchen, Herren, die bereit sind, mit uns den Weg zu gehen. Und ich bin guten Mutes, dass wir im Jugendbereich gute Ziele werden das Jahr im Championat und an der Coupe machen. Wie siehst du in Zukunft die Jugendarbeit vom Club? Ja, die Jugend habe ich also ganz wichtige Pilier in unserem Verein. Ich meine, ganz viele Jugendliche, nicht einmal am jungen Alter, wo das Ziel ist, die Löser aufzubauen. Wir haben ein Programm aufgestellt, dass wir in 5 bis 6 Jahren mit unseren Jungen nur am Seniorsbereich spielen. Nicht einmal bei den Herren, aber auch bei den Damen. Und das ist das Ziel. Wir müssen gucken, dass wir die Jungen einfach nur dazu begeistert kriegen und auch mit unseren Trainern auch dazu weiterentwickelt kriegen, dass wir können an 5 bis 6 Jahren voll schon am Seniorsbereich. Was wichtig ist, und das fehlt uns, wir haben leider keine gut Jugendkommission méi Di heute opgelesen, auch weil sie mir gesehen, weil ich doch verstehe, natürlich keine Junker mehr am Verein, da will ich auch ophalen und nur das Ziel mit den Älteren, die mal haben, zu schwätzen und die dazu zu kriegen, dass sie an den Verein kommen, an eine Jugendkommission aufbauen, die uns natürlich auch an dem Unterfangen unterstützt, weil als Komitee ja, kann ich alles machen, dass die Jungen gut enkadriert gehen. Wir brauchen auch Älteren, die uns auf dem Weg begleiten. Und das den Nomen heutigen da ist das Ziel, dass wir konkret mit den Älteren schwätzen, für da etwas auf den Bein zu stellen, was für die Zukunft gedauert ist.